Und ich habe seinen Weg aber verfolgt. Seinen künstlerischen Weg auf alle Fälle. Und ich habe vorher schon mit ein paar Leuten geredet. Eigentlich schon, dass man Zwänk über ihn gesehen hat, die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und Michael Hatzinger ist und deswegen hat man nichts gehört von ihm, ein leiser, ein sehr leiser, ein stader Mensch. Er macht nicht viel Aufhebens von sich, nicht viel Aufhebens um sich. Er ist aber irgendwie immer präsent. Präsent durch die Art, wie er lebt. Ein Mensch, der überhaupt nicht danach strebt, im Mittelpunkt zu stehen. Und genau das ist vielleicht auch, was den Hatzinger Michael ausmacht. Er drängt sich nicht auf. Michael Hatzinger ist ein philosophischer Mensch. Ein Dahinterschauender, ein Durchschauender. Und er ist ein Maler und er ist ein Zeichner. Das Umsetzen all dessen mit verschiedensten malerischen Techniken. Aquarell, Öl, sehr gerne sehen wir da in Wachsmalkreide, wo er auftragen, kratzen, ritzen, radieren, grundieren kann. Eine wahre Vielfalt, der er sich ungebremst hingibt. Michael Hatzinger ist nicht unbedingt ein Maler dessen, was man allgemeinhin so als schön, als dekorativ oder als schmückend bezeichnet. Er ist ein Maler von innen heraus, einer, der dann malt, wenn ihn was bedrückt, wenn ihn was ängstigt, wenn ihn was ärgert, wenn er mit irgendwelchen Gefühlen nicht im Reinen ist, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, wenn er zornig ist, Wut empfindet, aber auch, wenn er zufrieden ist, wenn er sich über irgendetwas besonders freuen kann. Einfach dann, wenn ihn eine Situation aus dem Leben besonders anrührt. Das alles malt er sich dann buchstäblich von der Seele. Er befreit sich davon und das wie. Was dann hintergründig auf Papier rüberkommt, das ist oft ergreifend, oft beunruhigend, oft beklemmend und sehr oft regt es auch zum Schmunzeln an. Wenn wir jetzt so ein fertiges Bild von Michael Hatzinger vor uns haben, wenn wir davor stehen und es anschauen, wenn wir versuchen es zu durchschauen, dann werden wir schnell feststellen, dass wir dieses Bild in ungeahnt viele Einzelteile zerlegen können. Weil die Gesamtkonzeption, die Gesamtkomposition sehr häufig aus vielen kaum sichtbaren und versteckten winzigen Kleinigkeiten, Mosaikteilchen und Puzzleteilen besteht. Und, liebe Freunde der Kunst, das Dahinterschauen hinter die Äußerlichkeiten kann bei Michael Hatzinger äußerst spannend sein. Er selber lässt uns die Zeit dazu, er ist überhaupt kein Drängler, er lässt uns auch den Raum, in dem wir unsere eigenen Gedanken zu seinen Fantasien machen dürfen. Überzeichnet er, karikiert er, prangert er an, stellt Themen unserer Zeit ironisch, satirisch dar. In diesem fantastischen Realismus ist er jedoch nicht starr verfangen. Er entfernt sich von Zeit zu Zeit daraus immer wieder, um sich dann auf das Mystische, auf das Dunkle, auf das Unheimliche zuzubewegen. Und selbst da versteht er es, die passenden Wichtigkeiten im Winzigen, im Detail zu verstecken. Man merkt, man spürt, dass sehr viele Bilder von Michael Hatzinger philosophischen, engagierten, gesellschaftskritischen Hintergrund haben. Und das
Musik.